Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da guckt, mein halbautomatischer Riken Mark II. Das ist, warum auch nicht, man braucht eine halbautomatische Riken Mark II. Aber um die geht's heute nicht. Da geht's darum, dass ich eine halbautomatische Riken Mark II mit 3-Strike-Option machen will. Also, habt ihr schon mal, das ist nicht das erste Video, wie ihr vielleicht in der Beschreibung seht. Habt ihr schon Teile dafür vorbereitet. Das ist der Mega Dart Launcher. Und das ist ja auch nicht mein erster Riken Mark II 3-Strike, aber die erste halbautomatische dann. Da haben wir das letzte Mal schon ein bisschen Zeugs vorbereitet. Das ist auch Raketenwerferle. Dann der Tank, den ich immer noch getestet habe, wann er explodiert, weil ich ein bisschen Schießhass bin. Ein bisschen. Und dann haben wir da Kompressorle. Und haben wir da jetzt neue Dinge überlegt für den Tank. Nehmen wir sowas. Das ist ein Edelstahlding. Also so eine Trinkflasche halt. Also, und dann machen wir den Deckel, den werde ich wahrscheinlich 3D drucken, dass man den nicht da die 3 Löcher reinmachen können. Und dann dürfte man da genug Druck kriegen, ohne dass uns das Ding, weil der ist schon rund wurde, der Tank da. Also das war jetzt nicht das cleverste. Aber gut. Ja. Aber die Ventile, die sind noch nicht dicht. Und das passt der Honor auch nicht. Aber da habe ich ein bisschen was gekauft. Mal jetzt da noch. So ist, dass man das dann an den Schlauch anschließen kann. Gut, dann muss man wahrscheinlich noch Teflonband oder irgendwas dazwischen machen, damit das auch dicht wird. Weil das ist der dicht drin, der da drin ist, der geht nicht. So, das können wir mal wegmachen. Das haben wir das letzte Mal gemacht. Mein Panzertape. Ist wichtig für Prototypebau. Oder für Pfusch halt. Also, das hat nicht. Das hat zum Glück vielleicht nicht ganz so funktioniert, sonst wären die Flaschen vielleicht um Boden geflogen. Das ist doch nicht der originale Anschluss. Man sieht, das passt halt nicht. Das braucht ein Tropfen Spülmittel. Das wird eine Herausforderung, das anzuschließen. Wie ich das dicht kriege, ist nur eine andere Geschichte. Weil da fällt halt hier, oder kann man einen Dichtring in ein Eis setzen. Sieht den da in ein Ei. Nein. Das könnte das Problem auch lösen. Schraubenzieherle. Der da ist. Das müssen wir rausfinden, ansonsten irgend so Teflonband oder so. Das habe ich noch nicht. So. Dann haben wir von der anderen Seite auch noch, weil das ist natürlich ein anderes Gewinde. Da haben wir das Ganze da auch noch so. Dann können wir da den Dichtring auf. Da ist die Pizza. Und dann nein. Weil dann muss ich einen Haufen Teile in 3D entwerfen. Ist alles ein bisschen hemsärmlich. Da kann ich den da außen noch machen. Das ist sogar gar. Dann könnte es sogar dicht sein. Auf jeden Fall muss man das jetzt da drüber kriegen. Da geht es dann zu dem irgendwie. Da müssen wir
von da auf da noch einen Schlauch machen und da irgendwie. Ja, irgendwie lassen wir uns da was einfallen. Das ist der Plan zumindest. Irgendwie lassen wir da was einfallen. Und vielleicht bestelle ich auch Teflonband gleich. Wenn das nicht so dicht ist, wie ich das vielleicht gerne hätte. Und die kommen ins Archiv. Kann man immer mal wieder brauchen vielleicht. Da muss ich vielleicht noch irgendwas machen. Das kann sein, dass man die Schläuche sonst wegverliegen, dass ich jetzt noch irgendwie. Oder? Den Tank wieder weg. So. Dann machen wir das da weg. Für das habe ich nämlich auch. Das habe ich dasselbe. Oder nicht ganz. Die Seite auch noch brauchen wir ein bisschen dickeren Schlauch. Und dann können wir so, ja, das war ein bisschen arg emsamlich gemacht. Aber gut. Es hat die Rakete zumindest abgeschossen. Nicht arg weit und nicht arg kräftig, aber gut, ich habe mir auch nicht vorgefühlt, wenn sich das da so. Ich verlinke euch das Video dazu unten. Dann könnt ihr euch das selber angucken. Dann muss ich euch nicht erklären, was ich meine, sondern könnt ihr dann nachher vorbeigucken. Wenn ihr Teil 1 noch nicht, was ist Teil 2? Auf jeden Fall, wenn ihr den Teil noch nicht gesehen habt. Ich glaube, Teil 1 war der Projektstart, wo ich so grob drüber geredet habe. So. Dann ist das da nicht das. Ah. Vorsicht, Raschler. Ah. Vorsicht, Schwerkraft. Sie Gott noch. Schnell gefallen. Das haben wir das letzte Mal schon weggeschraubt. Kommst du da runter? Die brauche ich. So. Das dürfte jetzt. Schere. So, da. Hoffen wir, das ist Gott. Wobei, wir können den. Oh, wie wenig es gemessen hätte. Sag's euch. Ach so, der ist jetzt auf der Drehbekopf der dicht drin. Das heißt, ich glaube, so taugt der Dichtring nichts. Das ist nicht ideal. Das ist auch nicht ideal, wenn ich da reinquetsche. Das finden wir raus. So. Jetzt müssen wir das dann nur noch da drüber kriegen. Ich glaube, davor muss ich mir klar werden, wo die Knöpfe hinkommen sollen. Das sollte.
So. Weil dann müssen wir die Schleiche nämlich nicht ganz so lang machen. Also das kommt dann auch weg. Kanisterle. Dann können wir das da dran befestigen. Kanisterle nach vorne. Da. Keine Ahnung, wenn man die Rakete noch reinmacht, aber die kann man wahrscheinlich da seitlich dann mit dran machen oder so. Das ist dann. Ich meine, wir können es von Anfang an einfach mal länger machen. Bei kürzer können wir es immer noch mal. Es ist halt unnötiger Aufwand. Das passt irgendwie besser. Das soll ich jetzt nicht mal. Was ich da gekauft habe, das habe ich schon mal getestet. Ist ja ein Anschluss für die Flaschen noch. Das wird dann da reingeschraubt. Naja, ich glaube, das lösen wir alles irgendwie. Teflonband oder was weiß ich. Da könnte man Dichtring drunter machen. In die Mutter rein. Ja. Dann kommen wir die zwei. Die klauen wir einfach aus dem Tank. Die zwei Anschlüsse. Und ich brauche so Klammer wieder innen drin in dem Tank. Sowas brauche ich auch noch. Sonst wird es mir das ist ja was. Oh, ja. Wobei so ein Schlauch darf auch gar nicht bei Überdruck abgehen. Das ist mir lieber, wie das irgendwas anderes kaputt geht. Das muss jetzt alles nicht ganz so hundertprozentig halten. Aber ein bisschen ist es schon. Aber ja, das ist so grob die nächsten Schritte. Mal gucken, dass wir den Tank sauber hinkriegen. Und dann können wir das testen, dass wir die ganze Doll dicht kriegen. Das muss ich mir überlegen, wie man das geschickt macht. Und da soll man wird halt oder versucht es abzusägen und gucken mal, wie das innen aussieht. Weil das kann ich sowieso für nichts anderes mehr verwenden. Dann sparen wir das 3D-Drucker. Das heißt, wenn man das so setzt, es wird halt, die Mutter sollte man schon mit betrachten und dann noch genug Platz haben für anderes. Ja, es wird sehr eng. Die Motor ist halt riesig. Ich meine, eigentlich wäre dafür auch einfach nur T-Stück gut. Ein Anschluss und dann mit dem T-Stück raus. Ja, kein T-Stück. Da müssen 2 Abzweigungen eigentlich rein. Das wäre, dass die 2 Abzweigungen einfach rausgehen. Können ich den Tank nämlich so lassen, wie er ist. Müsste Hanne bloß Abzweigungen reinmachen. Und dann kann ich den Deckel verwenden. Ich glaube, ist gut, dass wir geschwätzt haben. Ich glaube, das mache ich so mit T-Stück. Das Geraffel kommt weg, das brauchen wir nicht mehr. Das kommt ins Archiv. Und ich gucke mal, dass ich dafür T-Stück finde. Ich säge da auch noch den Deckel mal auf. Und gucke mal, und dann gucke ich mal, dass ich so Teflonband oder irgendwas kriege, wie man das dann dicht, dass es dicht wird. Gott. Das müssen wir testen, das weiß ich noch nicht. Und dann geht es eigentlich nur darum, dass man irgendwie von dem Anschluss da noch kommt. Also, ja. Irgendwie da einen Adapter dafür baut.
Und dann vielleicht mit Heißkleber oder so befestigt, dass das, ja, dass es da der Druck halt schön verteilt. Upp, Prost, Zeugs. Kommt das her. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder ein paar Teile und müssen mal gucken, wie wir das alles so verbaut kriegen. Aber wollte euch einfach mal auf dem Laufenden halten, dass ihr da wisst, dem Projekt geht es auch weiter. Dass ihr seht, was ich mir so für Gedanken mache. Dass ich nicht einfach das so für mich selber bastel und das dann irgendwann mal so wie vom Himmel fällt, das will ich nicht. Und wir holen natürlich, wenn wir das so weit sehen, auch eine Rakete. Das ist. Ja, aber von Anfang reicht's. Und das Ding verwenden wir einfach nochmal irgendwo. Weil wir machen da wahrscheinlich schon Gehäuse drumherum, da können wir die ganze Schnittstelle wieder brauchen. Aber das wird das spätere Teil. Jetzt gucken wir erstmal, dass es prinzipiell funktioniert. Und dann machen wir es her. Das ist der Plan. Wenn euch das weitere interessiert, abonniert da lassen. Wenn euch interessiert, wie der Blasenstand ist, das habe ich letztes Jahr gemacht. Auch gucke, unter der Videobeschreibung findet die ganzen Videos. Das ist, wenn ihr eine Idee habt, Kommentare da lassen, was man sonst so machen kann und alles. Oder wie ihr das machen tätet. Es gibt immer nächste Iteration oder gibt immer wieder Möglichkeiten, wie man was besser machen kann. Hoffe, dass es euch gefallen hat und ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blastingenieur.